Destle. Dies ist Tibet diese Woche, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung übermitteln Narendra Modi Geburtstagsglückwünsche. Seine Heiligkeit der Dalai Lama und die Führung der tibetischen Zentralverwaltung wünschen Nepals Interimspremierminister viel Erfolg bei der Bewältigung der unmittelbaren Herausforderungen. Die tibetische Zentralverwaltung gratuliert dem neu gewählten Vizepräsidenten Indiens. Seine Heiligkeit der Dalai Lama empfängt hochrangige Führer der RSS, Gasha veranstaltet Abendessen. Die 10. Sitzung des 17. tibetischen Exilparlaments kommt zum Ende. Die Vereinten Nationen schreiben an China und äußern ihre Besorgnis über die kritische Menschenrechtslage in Tibet. Der Abgeordnete Jigme Chungne nimmt an der Veranstaltung A Day for Tibet in Delhi teil. Offices of Tibet veranstaltet Workshop zum Tibetisch-Sprachkurs und nimmt an Veranstaltungen zu Tibet teil. Am Mittwoch dieser Woche schrieb seine Heiligkeit der Dalai Lama an Premierminister Modi, um ihm zu seinem 75. Geburtstag zu gratulieren. Seine Heiligkeit brachte seine Bewunderung für Indien und dessen umfassende Entwicklung und Wohlstand im Laufe der Jahre zum Ausdruck. Seine Heiligkeit der Dalai Lama schrieb an Sushila Karki, die Interimspremierministerin Nepals, um ihr viel Erfolg bei der Erfüllung der Hoffnungen und Wünsche des nepalesischen Volkes in diesen schwierigen Zeiten zu wünschen. Seine Heiligkeit dankte der nepalesischen Regierung für die Bereitstellung von Einrichtungen für die Rehabilitation tibetischer Flüchtlinge seit 1959 und sprach Gebete und gute Wünsche aus. Sijong Bemba-Ziling von der tibetischen Zentralverwaltung und Sprecher Khenpo Sonam Tempe vom tibetischen Exilparlament wünschten Premierministerin Sushila Karki im Namen der Tibeter weltweit ebenfalls viel Erfolg bei der Bewältigung aller unmittelbaren Herausforderungen und bei der Führung Nepals auf den Weg zum Wohlstand und brachten gleichzeitig ihre erneute Hoffnung für die tibetischen Flüchtlinge in Nepal zum Ausdruck. Khenpo Sonam Tempe, Sprecher des tibetischen Exilparlaments, gratulierte dem neu gewählten Vizepräsidenten Indiens Sri Radhakrishnan. In seinem Schreiben brachte der Sprecher seine Dankbarkeit gegenüber der Regierung und dem Volk Indiens zum Ausdruck, die seine Heiligkeit den Dalai Lama und das tibetische Volk seit über 6 Jahrzehnten beherbergen. Am Freitag letzter Woche gewährte seine Heiligkeit der Dalai Lama den hochrangigen Führern der Rashtriya Swayamsevak Sangh, Dr. Indresh Kumar und Dr. Ram Lal, eine Audienz. Die RSS-Führer trafen sich nach der Audienz mit der Presse. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत एवं माननीय सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने अपनी ओर से पुष्पगुच्छ, शॉल और सद्भावनाएं भेजी कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सक्रियता में विश्व शांति के लिए कर रहे कार्यों के लिए उनके प्रति अपनी बधाइयाँ उन्होंने प्रेषित की। वो हमने परम पावन दलाई लामा जी के पास पहुँचाई। Im Anschluss an das Treffen besuchten Dr. Indresh Kumar und Dr. Ram Lal das tibetische Exilparlament und das Tibet-Museum. Das Kabinett der tibetischen Zentralverwaltung gab zu ihren Ehren einen besonderen Empfang mit Abendessen. Namgyel Nyingpo Rinpoche und Avikrita Vajra Rinpoche beehrten den Empfang ebenfalls mit ihrer Anwesenheit. Die 10. Sitzung des tibetischen Exilparlaments endete gestern mit den abschließenden Bemerkungen des Parlamentspräsidenten. Auf der vom 10. bis 18. September abgehaltenen Sitzung wurden die Berichte aller 7 Abteilungen der tibetischen Zentralverwaltung vorgelegt und geprüft, gefolgt von einer allgemeinen Debatte und Antworten und Erläuterungen des Gasha oder Kabinetts zu allen Berichten. 아니 ngaronso ki chi zonshi ri ani teta na yin ki tedan rebi ri yong kha re
대도 노인 가서 게이지 대도 톨라치 냠자 만로와치 냠바 사서 미냠 공배 용 특별라 미세 내가 가르쳐야도 대도 톨랑에 공바 예토게 돼 개침부지 대 통게 그래서 뭐 송게 좀 초기 딱 공바 럽침 뭐 보지요 자신 놀라 시대다 안에 처음에 베톤에 지 샴지기 시도 용 특별라 무슨 효시고래 대노 인가론 토게 응네였지 대조 톨라 정말 무지 공이 대조 대단노 토고야 안에 자신 시도 토네 배기 쳐도 지금 세우데 미세 단답받도 가서 통노도 잡소리 온대거래 마음방 가서 대 말아야 쳐도 가서 미럼 디토는 갱쿠르 효토고야데 개침부 효지 통고야. Die Mitglieder des tibetischen Exilparlaments verabschiedeten eine 5 Punkte umfassende Dankesresolution an seine Heiligkeit, den Dalai Lama. Die Resolution dankt seiner Heiligkeit für seine Bestätigung der Fortführung der Institution des Dalai Lama, lehnt Chinas politisch motivierte Einmischung in den Reinkarnationsprozess ab und würdigt das unerschütterliche Engagement seiner Heiligkeit, der seit seinem zarten Alter von 16 Jahren das tibetische Volk führt und zum Botschafter des weltweiten Friedens und der Harmonie geworden ist. Das Parlament verabschiedete außerdem eine 7 Punkte umfassende Resolution, in der die Tapferkeit der Tibeter hervorgehoben wird, die ihr Leben für die Sache Tibets geopfert haben und in der Chinas Sinisierungspolitik einschließlich Zwangsinternaten, Beschränkungen für Klöster und die Unterdrückung der tibetischen Sprache und Bildung verurteilt wird. Die Resolution forderte außerdem die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen, darunter auch des 11. Binche Lama. Sie drängte auf einen Dialog zwischen tibetischen und chinesischen Vertretern und rief die Tibeter in der freien Welt zu gemeinsamen Anstrengungen zum Schutz der tibetischen Kultur, Religion und Rechte auf. Die 10. Sitzung nahm auch einige Gesetzesänderungen vor und wählte 2 zusätzliche Wahlkommissare für die bevorstehenden tibetischen Parlamentswahlen 2026. In einem offiziellen Schreiben vom 15. Juli 2025 wandten sich 6 Sonderberichterstatter und Arbeitsgruppen der Vereinten Nationen an die chinesische Regierung bezüglich der willkürlichen Inhaftierung, Verurteilung und Misshandlung der tibetischen politischen Gefangenen Namgyal während ihrer Haft. Die Experten äußerten große Besorgnis über diesen Fall und erklärten, dass er einen Verstoß gegen internationale Menschenrechtsgesetze darstelle, ein Klima der Unterdrückung schaffe und die Tibeter in Tibet davon abhalte, ihre Rechte frei auszuüben. Namgyal war erst 15 Jahre alt, also minderjährig, als sie im Oktober 2015 in der Präfektur Ngaba bei einer friedlichen Demonstration mit Porträts seiner Heiligkeit des Dalai Lama und Gyaltsen Rinpoche festgenommen wurde. Später wurde sie wegen separatistischen Aktivitäten inhaftiert, zu Zwangsarbeit gezwungen, im Gefängnis einer angemessenen medizinischen Versorgung beraubt und auch nach ihrer Freilassung im Jahr 2018 weiterhin starken Einschränkungen unterworfen. Am 15. Juli 2025 äußerten 5 Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen ebenfalls große Besorgnis über Chinas Einmischung in die Reinkarnationsangelegenheit seiner Heiligkeit des Dalai Lama und äußerten sich besorgt über das erzwungene Verschwinden des 11. Binche Lama seit 1995. In dem Schreiben wird betont, dass Chinas Politik und die Forderung nach einer staatlichen Genehmigung für alle Reinkarnationen gegen internationale Menschenrechtsgesetze verstoßen, dem tibetischen Volk das Recht auf Religionsfreiheit vorenthalten und vom authentischen religiösen Prozess der Anerkennung von Reinkarnationen abweichen. Die Experten forderten China außerdem auf, Informationen über den Aufenthaltsort, den Gesundheitszustand und das Wohlergehen des 11. Binche Lama offenzulegen. Am Sonntag letzter Woche nahm der Vertreter Jigme Chungne vom Büro seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Delhi an der Veranstaltung A Day for Tibet teil, die von der India-Tibet Friendship Society in Zusammenarbeit mit dem India-Tibet Coordination Office organisiert wurde. Das Thema der Veranstaltung lautete Stimmen der Gewaltlosigkeit, das gemeinsame Erbe von Mahatma Gandhi und seiner Heiligkeit, dem 14. Dalai Lama. Das Tibet-Büro in Genf organisierte einen 2-tägigen Workshop für Sprachlehrer der tibetischen Wochenendschule in der Schweizer Stadt Dietikon. An dieser Fortbildung nahmen 30 Lehrer teil, 27 aus der Schweiz und 3 aus Österreich. Die Ausbilder vermittelten den Lehrern fundierte Kenntnisse über Unterrichtsmethoden und pädagogische Ansätze, die auf die psychologische Entwicklung der Schüler abgestimmt sind. Am Sonntag letzter Woche nahm das Tibet-Büro in Frankreich am Wulan-Fest in der Chang'an-Pagode in der Nähe von Paris teil, wo das französische Godin-Organisationskomitee eine Ausstellung über die 4 wichtigsten Verpflichtungen seiner Heiligkeit sowie sein Leben und Vermächtnis präsentierte. Die Ausstellung ist auf 8 Tage angelegt und läuft bis zum 21. September.
Am vergangenen Samstag nahmen Vertreter des Tibet-Büros in Brüssel an den Feierlichkeiten zum 65. Tibetischen Tag der Demokratie teil, die von der belgischen Regionalvereinigung tibetischer Frauen im Nordspoor Park in Antwerpen organisiert wurden. EU-Lobbyist Dinh Phuentsow reflektierte in seiner Ansprache über die 65-jährige Entwicklung und die Errungenschaften der tibetischen Demokratie im Exil. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.